Vielen Dank, ihr zwei. Ich denke, ihr habt mit so einer Sensibilität uns bewusst gemacht, dass wir vor Gott stehen und dass Gott nicht ein Automat ist, wo wir sagen, ich brauche was, gib mir jetzt, was ich brauche. Nicht, die Sonne dreht sich um die Erde dreht sich um die Sonne. Das finde ich so wichtig, das immer wieder uns neu bewusst zu machen. Er ist der Souveräne, der Ewige, der Heilige, der Unerschaffene. Und gleichzeitig ist er so gnädig, so barmherzig, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und wir haben eben gesungen noch God of Wonders, der Gott, der Wunder tut. In der Schweiz ist es ja leicht, ein Wunder zu glauben, wenn man die schönen Berge anguckt hier, ne, die Gott geschaffen hat. Ihr habt es am leichtesten in Europa. Ne? Die Norweger vielleicht noch und die Rumänen. Ne? Gott hat diese Natur geschaffen, um uns darauf hinzuweisen, ich bin so wunderbar, kreativ und stark. Und bevor wir jetzt anfangen, uns über Wort Gottes zu beschäftigen, möchte ich uns alle ermutigen, mal kurz innezuhalten, abzuschalten von unserer Agenda, die wir mitgebracht haben, abzuschalten von unserer Agenda, die uns vielleicht so wichtig ist, und einfach zu sagen, Gott, deine Agenda ist wichtiger. Lass uns stille werden vor ihm und sagen, God of Wonders, Gott, der Wunder tut, du weißt, was ich brauche. Ich will stille werden, dass du zu mir reden kannst. Wollen wir das machen? Eine halbe Minute einfach uns in dieser Stille uns Gott ausliefern. Du Gott, der Wunder tut, der das Universum geschaffen hat, das Universum sogar mit seinem Wort zusammenhält. Du bist hier. Wir beugen uns vor dir, anerkennen dich als den Schöpfer aller Dinge, als den Herrscher über alle Dinge, auch als den Herrscher in unserem Leben, als den guten Hirten, der gute Wege für uns ausgedacht hat und der darin seinen Namen heiligt und groß macht, dass er sagt, ich führe dich auf guten Wegen um meines Namens willen. Jesus redet zu uns heute. Ich bete, dass du zu uns persönlich redest, zu jedem von uns, du kennst die Herzen. Ich bete auch, dass du zu uns als Gemeinde redest, dass wir als Gemeinde immer tiefer verstehen mit Herzenserkenntnis, was deine guten Wege, Pläne und Ziele für uns sind. Danke, Jesus. Amen. Dieser Gott ist wirklich ein Gott der Wunder. Ich habe gerade vor dem Gottesdienst kurz mich mit Mischa unterhalten, habe Mischa kennengelernt. Darf ich das kurz erwähnen? Ne? Mischa hat ein Leben gelebt, eine Zeit lang, wo er ein bisschen auf Distanz war von Gott. Aber wisst ihr, auch wenn wir auf Distanz sind, Gott lässt uns nicht los. Er war in England, hat Sprachschule gemacht. Ist die Story bekannt hier? Ne? Aber für mich ist sie einfach so faszinierend, dass ich sie kurz erzähle. Er hat Sprachschule gemacht, war in einem Gottesdienst. Er ging nicht hin dort, um sich zu bekehren. Er ging hin, weil er jemanden gekannt hat, der ihn mitgenommen hat. Und da wurde Gott angebetet, so wie hier. Er macht mit und plötzlich merkt er, Gott kommt in sein Leben. Und was ich damit sagen will, Leute, Gott kennt den Weg zu jedem Herzen. Gott kennt den Weg zu deinem Herzen, zu meinem Herzen. Hier sind zigtausende von Menschen um uns herum. Und wisst ihr was? Gott kennt den Weg zum Herz von jedem einzelnen Menschen, der hier wohnt. Und wisst ihr, was Gottes Passion ist? Ich will mich bekannt machen. Ich will, dass mein Sohn Jesus, der diesen Preis bezahlt hat, der vom Himmel gekommen ist, der himmlische Herrlichkeit zurückgelassen hat, der auf diese Erde gekommen ist, der diese Zwangsjacke der menschlichen reduzierten Existenz angenommen hat, aber der deine, meine Schuld bezahlt hat, für alle Schuld, da ist nichts ausgelassen. Dieser Jesus soll bekannt gemacht werden. Das ist die Passion vom Vater, vom Heiligen Geist und von Jesus selber. Er will bekannt gemacht werden. Und deshalb gibt es Kirche, deshalb sind wir hier. Ich habe mir Gedanken gemacht über diese Predigt für heute, habe einiges ein bisschen nachgedacht, gebetet und so. Das Thema war ja Josua und
Wir sind nicht heute hergekommen, um eine Geschichte zu hören von einem Mann, der im Jahr ungefähr 1400 vor Jesus gelebt hat. Wir haben nicht mal Fotos von ihm, wir haben keinen Clip von ihm. Wir sind nicht hergekommen, um nur die Geschichte zu hören. Wir sind gekommen, weil wir glauben, dass in diesem Buch Wahrheiten, Lebensprinzipien vermittelt sind, Gottes Herz vermittelt ist, dass unser Leben dadurch bereichert werden kann, dass unsere Lebensqualität wächst, dass unsere Ausrichtung wächst, dass unsere Einheit wächst, dass wir zusammen besser kapieren, what's our purpose, warum existieren wir hier auf dieser Erde. Darum geht es heute in dieser Predigt. Wir leben ja in einer interessanten Zeit, das ist allen klar, da muss ich nicht viel drüber sagen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ist Lockdown für uns Winterschlaf? Wir brauchen doch Gemeinde nicht. Ist Lockdown Winterschlaf? Jetzt kann ich mal abschalten von Kirche, Gemeinde und solchen Dingen. Bleib Sonntagmorgen zu Hause. Ist Lockdown Winterschlaf? Oder ist Lockdown das, was der Schmetterling erlebt, bevor er anfängt zu fliegen? Wisst ihr, was der Schmetterling macht, bevor er fliegt? Er ist eine Raupe, eingeengt. Aber man kann die Raupe anschauen und sagen, Winterschlaf, Raupe, langweiliges Ding. Aber dann kommt der Tag und das Äußere, die Hülle fällt ab und da kommt raus ein Tier, farbig, interessant, was fliegen kann. Und ich glaube, Lockdown ist nicht Winterschlaf. Hier geht es nicht ums Hibernieren, hier geht es nicht um abzuschalten, sondern Lockdown ist eine ganz wichtige Epoche in der Geschichte deines Lebens, in der Geschichte dieser Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir die Ohren öffnen, Herz öffnen und mit Gott in dieser Zeit connecten, dass wir verstehen, was er sagen möchte. Wir kamen heute Morgen noch aus Lukas 21, diese Stelle beschäftigt mich gerade ziemlich stark. Ich bin kürzlich mal aufgewacht, vor ein paar Wochen morgens, und ich habe fast diese Textstelle vor Augen gesehen. Ich habe fast gehört, wie Jesus zu mir spricht. Ich konnte nur aus dem Bett raus. Und hier steht es in Lukas 21, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Also als kluge Menschen, worauf bauen wir unser Leben? Auf das Unvergängliche. Seine Worte werden nicht vergehen. Und deshalb hütet euch aber davor, dass eure Herzen beschwert werdet mit Lebensstil, der nur hier auf diese Welt ausschaut, Lust am Leben, Lebenssorgen und so weiter. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche, wie ein Fallstrick, wie eine Falle. Dieser Tag, wo das Ende kommt, wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Okay, Leute, ganz realistisch, lasst uns nüchtern realistisch sein. Eines Tages geht der Vorhang zu und die Weltgeschichte ist vorbei. Keiner weiß, wann der Tag kommt. Wir wissen es indirekt, weil dieser Tag kommt dann, wenn alle Volksgruppen das Evangelium des Reiches Gottes gehört haben. Und da gibt es noch einige, aber die Geschwindigkeit, wie das Reich Gottes sich ausbreitet, wächst wie noch nie in der Weltgeschichte. Okay, also dieser Tag wird kommen, der Vorhang wird zugehen. Und deshalb, und jetzt das ist der Schlüsselsatz, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Den letzten Satz wiederhole ich, Lukas 21, 36. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist übrigens kein passives Bild im Sinne von betet viel, dass euch nichts passiert, sondern dass ihr vor dem Sohn des Menschen steht, seid wachsam. Und wenn man Matthäus auch liest, die letzten Tage, sagen wir, Jesus wurde Freitag gekreuzigt, die letzten Tage vorher war eines seiner Hauptthemen, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam. Das denkt ihr, was für uns heute eine brennende Botschaft ist? Seid wachsam. Es ist nicht Zeit für den Winterschlaf, es ist Zeit, die Ohren zu öffnen, das Herz zu öffnen, dieses dicke Buch gelegentlich in die Hand zu nehmen, weil wir wissen, Himmel und Erde werden vergehen, aber
diese Botschaften werden nicht vergehen. Und dieser Jesus spricht zu uns heute Morgen. Und dieser Jesus gibt uns mit seinen Worten die Herausforderung und Chance und Verheißungen. Leute, hier ist ein Fundament. Und wenn ihr auf dieses Fundament euer Leben baut, seid ihr unerschütterlich, weil ich unerschütterlich bin. Und dann geht euer Leben ganz smooth in die Ewigkeit rein und ihr werdet viele Leute mitnehmen. Ich glaube, mit dem Ganzen als Einleitung, wir sind in einer Phase, wo Lockdown verstanden als Zeit, wo der Schmetterling vorbereitet wird, wo Gott in uns ganz wertvolle Dinge tut. Wo Gott uns als sein Volk darauf vorbereitet, so viel Einfluss in der Gesellschaft zu haben, wie wir noch nie hatten. Das ist eine große Herausforderung, aber so verstehe ich Gottes Plan. In Jesaja 62, wo er heißt, Finsternis bedeckt das Erdreich. Ja, Lockdown, Corona, wie geht's weiter? Aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Leute, das ist Gottes Agenda. Über uns geht die Herrlichkeit auf. So, immer mehr Licht und immer mehr Realität Gottes kommt in dieses enge Gefäß der Raupe hinein. Und dann kommt die Zeit, wo die Raupe zum Schmetterling wird und fliegen kann. Und dann heißt es in Jesaja, Könige werden kommen. Menschen werden strömen. Wir reden mit Menschen. Sibylle hat mir kürzlich erzählt, sie hat eine Begegnung gehabt mit einer Person. Bei der ersten Begegnung mit Gott nichts am Hut. Bei der zweiten Begegnung sagt sie, wenn ich ehrlich bin, ich habe viel mit sterbenden Menschen zu tun gehabt und ich kann einen Unterschied sehen. Ich konnte den Unterschied sehen. Menschen, die ohne Gott gestorben sind, verzweifelt in ein Loch rein. Menschen, die mit Gott gestorben sind im Glauben, die sind irgendwo in einen ganz anderen Ziel gegangen. Und ich glaube, die Zeit ist, in der wir leben, wo Gott uns vorbereitet, als seine Nachfolger, dass wir in neue Dimensionen reinkommen. Er bereitet uns vor, Einfluss auszuüben. Mit Einfluss ausüben meine ich nicht dominieren, herrschen. Mit Einfluss ausnehmen meine ich, dass durch uns, durch unsere Beziehungen, die Welt wird erkennen, dass wir an Jesus glauben. Die Welt wird erkennen, dass wir ihm nachfolgen, dass er unser Retter und unser Herr ist. Die Welt wird das erkennen, wenn wir eins sind, wenn wir einander lieben, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen, wenn wir uns echt respektieren, wenn wir einander ermutigen, stark machen. Daran drückt sich Liebe aus. Und da wird die Welt erkennen. Und darum geht es, den Einfluss zu nehmen, dass Menschen, die verzweifelt, hungrig sind, dass sie irgendwo in uns sehen, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Dieser Jesus ist Realität. Ich will auch diesen Jesus kennenlernen. Erzähl mir von diesem Jesus. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Okay? Anhand von dem Leben von Josua. Gut, die erste Folie. Ich sehe die hier dann wahrscheinlich. Ne? Josua, sein Name heißt Jahwe rettet. Gott rettet. Der gleiche Name übrigens wie Jesus. Joshua, im Hebräischen gab es verschiedene phonetische Umschreibungen und im Griechischen wurde das dann einfach als Jesus, was wir Jesus ausschreiben, genutzt. Das heißt, wenn zu der Zeit jemand diese Person sprechen wollte, hat sie gesagt, hey du, Gott rettet, komm mal her. Hey du, Gott rettet, ich will mich mit dir treffen. Das heißt, sein Name, den er später bekommen hat, war eine starke Botschaft, damit Gott zeigen wollte, ich bin mit euch, ich bin hier, ich werde etwas machen. Gott rettet. Okay, hier ist der Auftrag von Josua, so hat es angefangen. Mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, dort du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußstollen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Ja, was jetzt? Hat es gegeben oder sollen sie da erst reingehen? Das ist die Realität des Alten Bundes und es ist die Realität des Neuen Bundes, dass Gott sagt, ich habe schon gegeben und jetzt lebt mit mir, dass das, was ich euch schon gegeben habe, dass es zur Entfaltung kommt. Neutestamentlich, Jesus schreit am Kreuz, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der Vorhang ist zerrissen, unsere Schuld vergeben, der Heilige Geist ist hier, Kraft des Himmels in uns, die Herrlichkeit Jesu in uns, dass wir in Einheit leben können. Es ist vollbracht. Das ist kein Automatismus, das ist die gleiche Herausforderung wie damals, wo Gott zu Mose sagt, ich habe euch das ganze Land gegeben,
aber es sind nicht die Engel, die euch über den Jordan tragen. Ihr müsst über den Jordan tragen. Es sind nicht die Engel, die Jericho niederreißen. Letztendlich ja, aber sie reißen es nur nieder, wenn er 13 Mal rumläuft. Okay, das war der Auftrag von Josua. Geh rüber, ich habe diesem Volk gegeben, aber ihr müsst eure Fußsohlen draufsetzen. Dann am Schluss seines Lebens, Josua war 110 Jahre alt, und mit 110 Jahren hält er diese Predigt, ich habe euch ein Land gegeben, sagt Gott, zitiert Gott nach, das ihr nicht bearbeitet habt und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt. Gott ist treu. Diese ganzen, nennen wir mal 45 Jahre ungefähr von dem Zeitpunkt, wo er Kundschafter war, bis zu dem Zeitpunkt, vielleicht waren es 60 Jahre, wissen Sie genau, Gott ist treu. Gott sagt, geh rüber, ich habe es euch schon gegeben, aber ihr müsst die Fußsohlen draufsetzen, sonst könnt ihr nicht in dem Land leben. Und dann, Jahrzehnte später, Josua schaut zurück und sagt, unser Gott rettet, unser Gott ist treu. Er hatte das Land uns gegeben. Wir haben unsere Fußsohlen draufgesetzt. Ich mache schon mal einen Sprung zum neuen Bund. Hat das etwas damit zu tun, dass Jesus sagt, es ist vollbracht, der Preis ist bezahlt, ich habe euch neues Leben gegeben, ich habe euch ewiges Leben gegeben, ich habe euch meinen Heiligen Geist gegeben und ich baue meine Gemeinde und ich werde wiederkommen und jetzt stellt eure Füße auf diesen Grund. Jetzt geht hin, macht Jüngern. Und wenn Sie nicht aufs erste Mal hören, hört nicht auf, macht Jünger. Sie mussten ihre Fußsohlen Schritt für Schritt draufsetzen. Sie mussten Städte einnehmen. Sie mussten Mauern niederreißen. Setzt die Fußsohlen drauf. Es ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt. Der Heilige Geist lebt in euch. Seine Kraft ist auf euch. Geht hin. Wartet nicht, bis die Leute zu euch kommen. Geht hin, macht Jüngern. Das gleiche Programm, wie Josua hatte vor 3.500 Jahren, haben wir heute. Mit anderen Vorzeichen. Wir müssen nicht mit Schwert kämpfen und Menschen umbringen. Wir müssen nicht Mauern niederreißen. Wir haben die beste Botschaft des Universums. Okay, zur Biografie von Josua machen wir dann weiter. Das war das Lebensende. Es ist immer gut, vom Ende her zu schauen, weil wenn das Ende gut ist, dann wissen wir, irgendwas hat dieser Mensch richtig gemacht, oder? Wenn wir alte Leute angucken, und ich habe einige Leute hier kennengelernt, hier oben und unten beim klassischen Gottesdienst, wo ich sage, von denen kann ich was lernen. Ne? Die sind dynamisch geblieben, die sind lebendig geblieben, die dienen, die haben ihr Denken auf Gott ausgerichtet. Wir haben solche Leute hier in unserer Gemeinde. Wir können uns so darüber freuen. Und auch bei Josua haben wir uns auf das Ende geschaut und dann schauen wir auf die Biografie, die nächste Folie, Punkt 1, 2. Seine Prägung. Jeder Mensch hat eine Prägung. Die Prägung von Josua war, er ließ sich von Mose prägen. Nummer 11, 28. Josua war der Diener von Mose von Jugend auf. Was hat er als Diener von Mose gemacht? Steht nicht allzu viel Details drin. Wir wissen nur das eine. Als Mose sich Gott genährt hat, was noch kein Mensch in dieser Form machen durfte. 40 Tage auf dem Berg, 40 Tage mit Gott zu verbringen. In dieser Zeit war Josua der Einzige, der ziemlich nahe war. Er war nicht mit ganz oben auf dem Gipfel, aber er war ziemlich nahe dran. Stell dir vor, auf dem Berg, da war die Wolke, Gottes Gegenwart. Keiner hat sich getraut, nur den Berg zu berühren. Gott hat gesagt, wenn ihr den Berg berührt, ihr werdet tot umfallen. Meine Heiligkeit ist dort. Josua hat von Jugend auf etwas mitbekommen, was sein inneres Leben durchdrängt hat. Wirklich wie Wasser den Schwamm durchdringt. Er hat gesehen, wow, der heilige Gott manifestiert sich hier. Ich kann mir vorstellen, dass er von der Heiligkeit Gottes, die Mose dort erlebt hat, einiges mitgekriegt hat. Und er wusste, boah,
40 Tage ist der Mose dort. Gott lässt es zu. Einerseits die faszinierende Herrlichkeit, ehrfurchterregende Heiligkeit. Gleichzeitig das andere, gnädig, barmherzig, gütig ist Gott. Er erlaubt es, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das hat diesen Josua von Jugend auf geprägt. Und er hat gesehen, Mose, sein Vorbild, wie Mose damit umging, wie Mose auf den Berg ging, wie Mose kein vollkommener Mensch war. Er hat gelernt, Gott verbindet sich nicht mit vollkommenen Menschen, aber Gott verbindet sich mit Menschen, die bereit sind, in seine Gegenwart zu kommen. Und dann hat er das Zweite, was für sein Leben stark geprägt hat, das Zelt. Das Zelt, wo die Bundeslade war, war außerhalb des Lagers. Und wenn Mose was Wichtiges mit Gott zu besprechen hatte, dann ging er in das Zelt. Und wenn Mose in das Zelt ging, sind die meisten Leute im Camp der Israeliten aufgestanden, und weil sie wussten, der heilige Jahwe Zebaoth, der Herrscher, kommt. Sie sind aufgestanden. Mose ging raus und sie konnten häufig sehen, wie über dem Zelt der Begegnung die Wolke der Herrlichkeit kam. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Das ist jetzt nicht Geschichte der Kinderbibel. Leute, das ist wirklich passiert. Da ging Mose raus und die Wolke der Herrlichkeit kam. ...500 Jahre später hat Salomo den Tempel gebaut. Und wisst ihr, wie es war, als der erste Tempel eingeweiht wurde? Da kam die Wolke auch wieder. Und als die Wolke der Herrlichkeit Gottes kam, konnte kein Priester mehr auf den Füßen stehen. Ihr könnt es nachlesen, 2. Chronik 5. Der Tempel wurde eingeweiht und sie haben angefangen, Gott anzubeten mit ihren wunderbaren Instrumenten. Und dann kam Kavod Yahweh, die Herrlichkeit Gottes, das Gewicht Gottes, die Dichte Gottes. Da heißt es dann, keiner konnte mehr auf den Füßen stehen. Und da war das Lager, das Zelt, und da war Mose. Und dann heißt es im 2. Exodus 33, 23, da heißt es dann, 33,11, Josua wich nicht von dem Zelt. Könnt ihr verstehen, was der Josua erlebt hat? Der hat einen Platz gehabt, wo er nicht nur mal kurz einen Bibelvers zitiert hat, aber es gab noch keine Bibel. Er hat einen Platz gehabt, wo er die Dichte der Gegenwart Gottes erlebt hat, wo er sie gesucht hat, wo er sie erlebt hat. Das hat sein Leben geprägt. Und dann, wenn ich jetzt hier aufhören würde, denke ich, ja, der war sicher ein ganz frommer Typ und hat dann nur sowas gemacht. Ging nicht mehr aus dem Zelt raus, hat dort viel Musik gemacht und so. War halt so ein religiöser Typ. Als Israel den ersten Kampf zu führen hatte, Exodus 17, die waren gerade raus aus Ägypten. Ägypter war besiegt, sie waren schon auf dem Weg. Und dann kam der erste Widerstand, die Amalekiter. Eine Armee, die viel, viel stärker war. Ihr müsst wissen, die Israeliten zu der Zeitpunkt, das waren Nomaden. Es waren Migranten, es waren Geflüchtete, ohne militärische Ausbildung, ohne Waffen. Und da waren sie und irgendwas hatten sie an Waffen. Die Bibel ist ja nicht sehr spezifisch, aber klar, keine militärische Schulung. Ganz unterlegen, da waren die Amalekiter. Und Moses sagt, hey Josua, du bist doch mein Lehrling. Du hast doch gesehen, wie Gott handelt. Du hast gesehen, wie Gott auf den Berg kommt. Du hast gesehen, wie Gott Realität ist. Du hast gesehen und gehört, wie Gott gesagt hat, ich mache einen Bund mit euch. Guck mal, Josua, und du kennst die Dichte Gottes, seine Gegenwart selber. Und jetzt guck mal, da ist ein Widerstand. Wir müssen diese Armee besiegen. Ich möchte, dass du die Armee führst. Und was macht er? Er geht voran. Und er leitet die Armee. Und Josua hat gesehen auf dem Berg, da ist Mose und betet. Und wenn Moses Arme oben waren, haben sie gesiegt. Wenn gebetet wurde, haben sie gesiegt. Wenn Moses Arme unten waren, haben sie verloren. Und das war so seine Prägung und seine erste Erfahrung. Und dann kam die Bewährung als Kundschafter. Das heißt, Mose hat 12 Leute losgeschickt, und 10 kamen zurück.
so viele Probleme. Lockdown, wir werden große ökonomische Probleme haben. Wie geht es weiter? Welche Firmen gehen bankrott? Welche Firmen schließen? Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Schüler, Bildung, Schule unterbrochen, all diese Dinge. Die Riesen sind da. Und 2 haben gesagt, ja, die Riesen sind da, wir waren noch nicht blind. Aber wir haben gesehen, dass Gott zu uns gesagt hat, und die Verheißungen des Bundes sind in unseren Herzen. Gott hat gesagt, ihr werdet die Riesen fressen, nicht sie euch. Und dann haben die gesagt, wir gehen los, die 2. Und es ist ganz wichtig, diese Lektion zu verstehen. 10 haben gesagt, nein. Und auf wen hat das Volk gehört? Auf die 10, die keinen Glauben hatten. Und sie wollten Josua und Kaleb steinigen. Was ist die Lektion dahinter? Ich denke, wir alle werden Bewährungen ausgesetzt sein. Ist die DNA echt? Sind wir gefüllt mit dem Wort Gottes, das nicht vergehen wird? Oder lassen wir uns von Menschen beeinflussen? Lassen wir uns von Umständen, vom Status Quo beeinflussen? Die 2 haben durchgeschaut durch den Status Quo, ganz realistisch. Ja, das sind Riesen. Ja, die haben befestigte Städte. Ja, die haben Waffen. Aber Gott hat gesagt, er wird uns da reinbringen. Und die Bibel sagt, es war ein anderer Geist in ihnen. Und weil sie diesen anderen Geist hatten, Gottes Geist, Glaube, konnten sie weiterziehen. Okay, und sie haben auch der Bedrohung, gesteinigt zu werden, standgehalten. Und dann kam die nächste Phase, das war Eroberer. Zusammengefasst nochmal, sei ganz mutig und stark, achte genau darauf, dass du nach Gottes Weisungen handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weiche nicht nach rechts und weiche nicht nach links, damit du Erfolg hast überall, wo du unterwegs bist. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Das heißt, Josua hat den Auftrag verstanden und er hat kapiert, wenn ich gehorsam bin, klappt es. 3.500 Jahre später, wenn wir gehorsam sind, wird es klappen. Wenn meine Worte in euch bleiben, Johannes 8, wenn meine Worte in euch bleiben, dann seid ihr meine Jünger. Dann wisst ihr, wem ihr nachfolgt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen, ihr werdet Erfolg haben. Okay, das war so in Kürze, länger als ich wollte, Josua. Und jetzt geht es darum, 3.500 Jahre später. Ich glaube, dass Gott uns zu einer Josua-Generation machen möchte, in dem Sinn, dass wir manches von Josua lernen. Das Erste, was ist unser Zukunftsbild? Was ist unser Narrativ? Wovon reden wir? Wir sehen es bei Josua, als er Kundschafter war und sich bewährt hatte, ich glaube dem Gott des Bundes. Das sind die Riesen. Aber der Gott des Bundes hat zu Abraham vor 500 Jahre vorher gesagt, du wirst dieses Land bekommen, du und deine Nachkommen. Für uns heute, unser Narrativ, wir haben ein Narrativ. Jesus sagt, mein Name wird bekannt gemacht werden unter allen Völkern. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Meine Herrlichkeit wird die Nationen bedecken, so wie die Wasser die Meeresboden bedecken. Wir haben eine Zukunft und das ist unser Narrativ, von dem wir reden, das wir erzählen. Der Gott des Bundes hat gesagt, alle Volksgruppen werden von Jesus hören. In allen Volksgruppen wird es Jesus-Kommunitäten geben, wird es Gemeinden geben, weil Jesus den Preis bezahlt hat und der Vater ihn belohnt hat. Und der Vater zu ihm gesagt hat, wenn du dein Leben gibst, wirst du viel Nachkommen haben. Wenn du dein Leben gibst, fordere von mir. Ich gebe dir die Nationen. Auf dieser Grundlage können wir glauben, nicht weil wir jetzt bessere Programme haben, aber auf der Grundlage, dass der Vater zum Sohn gesagt hat, dir gehören die Nationen, werden wir in den nächsten Jahren erleben, dass sich in der Schweiz viele Menschen zu Jesus hinwenden werden, dass sich in Europa, in Deutschland viele Menschen zu Jesus hinwenden werden. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil es einen Agreement, einen Beschluss im Himmel gibt, weil Jesus bezahlt hat, weil sein Blut vergossen ist, wird er belohnt werden vom Vater, wird viele Nachkommen haben. Mehr als die 3%, die wir jetzt optimistisch gesehen haben. Könnt ihr euch mit so einem Zukunftsbild irgendwie anfreunden? Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Studiert Wort Gottes, Leute. Studiert Wort Gottes. Nicht um mehr im Kopf zu haben, sondern um von Jesus mehr zu verstehen. Und unser Narrativ ist eigentlich ein einfaches Narrativ. Gott hat gesagt, ich bin in eurer Mitte, lebt einander und ich sende euch. So einfach ist das Narrativ. Und lasst uns dieses Narrativ einander erzählen. Darum geht es. Es geht nicht darum, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Das ist wichtig, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, wir kommen zusammen
um gestärkt zu werden, ermutigt zu werden und dann in kleinen Gruppen zusammen zu sein und gemeinsam zu sehen, dass Jesus bekannt gemacht wird. Dass wir uns so miteinander verbinden, dass die Welt sieht, die sind nicht perfekt, die Leute. Die haben vielleicht manchmal ein bisschen komische Angewohnheiten, sind alle nicht perfekt, aber sie vergeben einander. Sie halten nicht fest an ihrem Recht. Sie halten nicht fest an ihrem Ich will. Sie sagen, wir lieben einander, wir respektieren einander. Die Welt sagt, da gibt es eine Quelle, die will ich auch. Okay, die Josua-Generation hat ein Zukunftsbild, ein Narrativ. Zweitens, wie interpretieren wir die Umstände? Die heutige Zeit hat viele große Herausforderungen. Die Medien sind voll davon, je nachdem, wo du einklickst. Eine Sache ist klar, und ich denke, das sehen wir auch so, nach Corona wird nicht sein wie vor Corona. Das Ziel von nach Corona, weder für die Gemeinde noch für die Gesellschaft, ist vor Corona. Davos, Weltwirtschaftsforum Davos, der Mr. Schwab hat ein Buch geschrieben, The Great Reset, die ganze Verantwortlichen Politikwirtschaft. Sie haben schon einen Reset geplant, der wird kommuniziert, kann man im Buchladen kaufen. Hat nichts mit Verschwörung zu tun, sind einfach Informationen, die im Umlauf sind. Gleichzeitig reden viele Christen seit Jahren auch schon über Reset. Und Reset heißt, nicht eine neue Mode, nicht einen neuen Trend, sondern Reset heißt näher hin zum ursprünglichen Plan dessen, der gesagt hat, ich baue eine Gemeinde hier auf dieser Erde. Ich habe euch das Land Kanaan gegeben. Ich baue meine Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden nicht widerstehen. Die Philister und Amalekiter werden euch nicht widerstehen, aber ihr müsst einen Fuß drauf setzen. Ich baue meine Gemeinde, aber ihr müsst Jünger machen, ihr müsst hingehen und dann wird es passieren. Okay, wie interpretieren wir die Umstände? Die ganzen Sachen, die wir momentan erleben, sind Chancen, uns weiterzuentwickeln, sind Chancen, dass aus der Raupe der Schmetterling rauskommt und sagt, wir tragen diese wertvolle Botschaft zu unseren Nachbarn, Verwandten, Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt eigentlich, unser Training. So wie Josua eine Zeit des Trainings hatte, brauchen wir Training. Und das ist egal, ob du jetzt 1 Jahr Christ bist oder 20 Jahre Christ bist. Ich will mich weiter trainieren lassen. Ich suche Quellen, Inspiration von Leuten, wo ich sehe, die hat Gott eingesetzt, gesalbt. Und da will ich davon lernen. Vorbilder. Such dir Vorbilder, von denen du weißt, Mann, oh Mann, die Beziehung mit der Person, die hilft mir, näher zu den Zielen und Plänen und Wort Gottes hinzukommen. Diese Beziehung mit der und der Person, die macht mich stark, die ermutigt mich, die hilft mir, meine Bestimmung mit Gott besser zu erkennen. Such dir solche Leute. Und das ist jetzt nicht ein Heavy Shepherding im Sinne von, du musst dich irgendjemand unterordnen. Das heißt, nein, such dir Freundschaften, Beziehungen, Vertrauensbeziehungen, wo du inspiriert wirst, ermutigt wirst, echt und ehrlich sein kannst und das wird dein Leben bereichern. Sibylle und ich, wir haben Leute, wo wir zusammen beten können, weil wir wissen, das Gebet ist so wichtig, dass wir das gemeinsam tun können. Und dann Vorbild, Training gehört das Zelt dazu. Wenn ich jetzt sage, Leute, lasst uns beten, ich glaube nicht an solche Appelle. Aber ich glaube daran, wenn wir uns entscheiden, uns Gott zu nähern, dann wird Gott nicht stehen bleiben. Jakobus 4, 7, 8 in der Ecke. Nähert euch Gott. Und dann sagt Gott, dann sagt Gott nicht zu uns, warum bist du so ein sündiger Mensch? Warum hast du so dumme Sachen gemacht? Wenn wir uns Gott nähern, Jakobus 4, dann nähert sich Gott uns auch. Und Gott nähert sich und sagt, komm, ich habe schon lange auf dich gewartet. Guck mal, da ist der Tisch. Da gibt es Gnade und Barmherzigkeit. Ich bin der Gott der Gnade. Und das ist der Gott, den wir in Wettingen und Baden und der Gegend bekannt machen wollen. Der Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, der treu ist, der einen Bund mit uns gemacht hat und der die Arme offen hat und der die Türen offen hat zu seinem Haus für jeden. Darum geht es. Okay? Und wie sieht das? Ich glaube, ich habe eine Folie. Gibt es da noch eine? Nee. Hast du noch eine Folie? Ist die runtergefallen. Das ist mir wichtig ich höre auf, ich sage es euch, aber ich will, dass ihr noch hört. Habe ich das auf dieser Folie drauf gehabt? Sorry, Leute. Ah ja, das war 2,2. Ich habe das übersehen gehabt. Wie interpretieren wir die Umstände?
Ja. Keiner von uns muss so stark sein, dass er sagt, oh, ich kann das nicht, ich probiere es gar nicht. Keiner von uns muss nicht so stark sein, weil ich bin ein Hero, ich kriege das hin, sondern wir sind ein Leib. Schau dir mal rum. Wir sind ein Leib. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, Gott nimmt uns gemeinsam über den Jordan. Wir haben nicht den Hero Joshua, der uns über den Jordan führt heute. Jesus hat uns schon alles gemacht. Ne? Wir sind eine Gemeinschaft, Jesus Community, die gemeinsam rübergeht. Und deshalb, diesen Vers möchte ich hier noch nehmen. Gebt Acht, Brüder und Schwestern, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, dass keiner vom Lebendigen abfällt, sondern ermahnt einander oder ermutigt einander jeden Tag. Ermutigt einander jeden Tag. Der Schreiber vom Hebräerbrief hat gelebt in einer Zeit, wo es viel Widerstände gab, wo es Verfolgung gab. Und er weiß, was er schreibt. Er hat gesagt, ermutigt einander jeden Tag. Wie oft kommen wir hier zusammen im Gottesdienst? Jeden Tag? Nee, einmal pro Woche. Für 50 Leute. Ne? Aber wenn das Wort Gottes uns sagt hier, ermutigt einander jeden Tag, dann brauchen wir Beziehungen. Das können wir nicht mit 20 Leuten machen. Ne? Lasst uns Beziehungen aufbauen in einer überschaubaren Gruppe, wo wir einander jeden Tag ermutigen können. Auch wenn es nicht täglich ist, aber so oft wie möglich, mehr als wöchentlich. Ne? Wo wir einander sagen, hey, wie geht's dir? Hast du das Gefühl, du bist bei Gott dran? Bist du in Bewegung mit Gott? Ist dein Herz entmutigt? Dann lass uns einander ermutigen. Ist dein Herz enttäuscht, verletzt? Dann lass uns die Dinge vor Gott bringen. Das ist so wichtig, diese Kultur aufzubauen. Das ist Teil der Josua-Generation, dass wir diesen Lebensstil haben, aufeinander Acht geben, einander schützen, einander ermutigen und zueinander sagen, wir haben ein Ziel vor Augen. Das Ziel ist, dass in der Gemeinde alle zugerüstet werden, alle gestärkt werden und dass die Gemeinde, in der wir einander stark machen, dass diese Gemeinde Licht ist und die Botschaft von Jesus in die ganze Gegend reinträgt. Darum geht es letztendlich. Dürfte ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Darum geht es. Ne? Könnt ihr mit solchen Informationen was anfangen? Ihr seid so ruhig, aber dann noch Maske, ja. Ich, ehrlich gesagt, diese Art von Botschaft brennt mir am Herzen, weil ich weiß, Gott hat gute Gedanken für jeden von uns. Und keiner von euch, der hier ist, ne, ist zu schwach, ist unbrauchbar. Sag doch mal deinem Nachbar auch mit Maske, du bist brauchbar für Gottes Plan. Du bist brauchbar für Gottes Plan, Roman. Jan, du bist brauchbar für Gottes Plan. Was ist, Jan, du bist brauchbar für Gottes Plan. So, ich möchte jetzt noch für uns beten, dass Gott uns hilft, in diesem ganzen Prozess als Josua-Generation wirklich in diese Epoche zu kommen, wo Jesus unseren Einfluss in der ganzen Region und vielleicht auch unter den Nationen wachsen lassen wird. Okay, dann bete ich mal. Seid ihr ready? Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg vorangegangen bist. Du bist der Anfänger unseres Glaubens. Du bist der Vollender unseres Glaubens und alles dazwischen. Dein Name ist wie der Name von Josua. Gott ist Rettung. Und das wollen wir verkündigen, das wollen wir glauben über uns selber. All die Bereiche unseres Lebens sollen wir noch kämpfen. Jesus, Gott ist Rettung. Die Hilfe kommt von Gott, von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, von keinem Geringeren. Gott ist Rettung. Wir liefern dir bewusst alle Bereiche unseres Lebens aus und sagen, die Tür ist offen, Jesus, komm rein in unsere Herzen. Die Tür ist offen, Jesus, komm rein in meine ganze Persönlichkeit. Komm rein und streck dein Zepter aus und regiere. Deine Regierung bringt Frieden, bringt Heilung, bringt Wiederherstellung, regiere. Und das beten wir auch für uns als Gemeinde. Wir sagen, wir machen die Tür auf, König Jesus. Denn wir wissen, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten wir alle umsonst daran. Die Tür ist offen, König Jesus, komm rein und bau die Gemeinde. Du bist der qualifizierte Kopf davon, weil du durchblickst. Komm rein und bau. Wir unterordnen uns dir. Streck dein Zepter aus und lass deine Gedanken klar werden und lass sie uns als Maßstäbe anerkannt werden.
Und lass unser Licht immer heller leuchten in dieser Region, Jesus, sodass wir in diese Phase reinkommen, wo unser Einfluss wachsen wird. Wir sind nicht im Winterschlaf, sondern wir sind in der Phase, weil du uns jetzt in der Phase im Stillen vorbereitest für ein neues Level von Einfluss, von Ernte, von der Fähigkeit, Jünger zu machen, die Jünger machen. Wir vertrauen dir, der Gott des Bundes, so wie Josua dir vertraut hat, dass er nicht von den Riesen entmutigen ließ, sondern er gesagt hat, der Gott des Bundes ist mit uns. Der Herr segne euch. Amen.